The year was 1977. Im 1977 In a Baptist church, war jemand in einer a Baptistenkirche boy und da saß ein junger no Mann, older than 7 years old nicht älter als 7-jährig. was attending the church evening evangelistic meeting. Und er war dort an einem evangelistischen Anlass. The boy arrived at the church early Und er ist früh angekommen and he sat in the pews und er saß in den Reihen and he watched the people set up the projector, und er sah, wie alle diese Projektoren aufstellten, the reel, das Film drin and the screen. und so ein Screen. He was excited. Und er war richtig begeistert He waited in anticipation und er hat mit voller Freude gewartet. and the movie started. Und dann fing ein Film an. But this week it was not a movie, Aber in dieser Woche war es kein Film, but a film of an evangelistic crusade aber ein Film von einem evangelistischen Anlass, that took place in Hong Kong. welches in Hongkong stattgefunden hatte. The boy was crushed, Und der junge Mann war richtig zerstört. but he sat in the pews, Aber er blieb dort in den Reihen not wanting to go back. und wollte nicht zurückgehen. He looked at this man Und er sah diesen Mann an, who was preaching. der am Predigen war. He looked like Moses, Und er sah aus wie Mose, but he had no beard. aber er hatte keinen Bart. And he was so shocked by the message. Und er war so richtig schockiert von dieser Botschaft. What happened next blew the boy away. Und was als nächstes passierte, hat ihn so richtig weggeblasen. The man counted to 3 Der Mann zählte auf 3 and invited people to come down. und er lud die Menschen nach vorne. And thousands upon thousands Und Tausende of people came down from their chairs von Menschen sind von den Stühlen nach vorne gekommen, when the man gave the invitation. als dieser Mann sie einlud. At that moment, Und in diesem Moment there was a stirring in the boy's heart. gab es eine Erweckung im Herzen dieses And the Mannes. boy prayed a simple prayer. Und der junge Mann betete ganz einen einfachen Gebet. God, use me. Gott, gebrauche mich. God, use me. Gott, gebrauche mich. What the boy didn't know that day Aber was dieser Junge damals nicht was the wusste, Holy Spirit was introducing himself to the boy. dass der Heilige Geist sich selber diesem Jungen vorstellte. After that evening, Nach diesem Abend the boy forgot about the prayer hat dieser Junge dieses Gebet and he vergessen. continued living as a child. Und er lebte weiter als Kind. A few years passed Und einige Jahre später, and the same boy und dieser gleiche was in Junge the same Baptist church, war in der gleichen sitting in the same Baptistenkirche pews, und saß in den gleichen Reihen and he was singing. und er sang. And the sun was beating through the panel windows Und die Sonne schien so durch die Fenster hindurch of this traditional Baptist church. von diesem traditionellen Baptistengemeinde. The sun was touching the boy's shoulder Und die Sonne schien so auf dem Schulter von diesem Jungen. as the boy was singing his favorite hymn, Und als dieser Junge seine Lieblingshymne sang, Holy, holy, heilig, heilig, holy, holy, Lord God Almighty. heilig, heilig, unseren Herrn, allmächtiger Herrn. Early in the morning my song shall rise to thee. Früh am Morgen soll mein Lied zu dir hinaufgehen. Holy, 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 Heilig, 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 merciful and mighty, gnädig und kräftig. God in 3 persons, Gott in 3 Personen, blessed Trinity. ein gesegneter As he Dreifalt. began to sing the second stanza, Und als er im zweiten Chorus anfing, something began to happen to the boy. dann fing etwas bei diesem Jungen an zu A geschehen. body of water begins to swell in his eyes, Wasser ist so in seinen Augen aufgeschwollen, like a breaking of a dam. so wie wenn ein Wasserflut kommen The würde. tears began to cascade down Und die Tränen sind nur so heruntergeflossen from his eyes von seinen Augen to his cheek, zu seinem Wanger, to his chin, zur Kinn. finally hitting the hymn. Und schlussendlich fielen sie auf diese Hymne. The boy didn't know what was happening. Und dieser Junge wusste nicht, was He passierte. was overwhelmed by the presence. Er war überkommen von dieser He was Gegenwart. lost in this moment. Er war verloren in diesem The Moment. more he tried to wipe away the tears, Und je mehr er versuchte, die Tränen wegzuwischen, the more the tears came out. desto mehr Tränen kamen. He was overwhelmed by that experience. Er war so richtig überwältigt von dieser What he didn't Situation. understand at that point in time Was er damals aber nicht verstand war, was the Holy Spirit dass der Heilige Geist was introducing himself sich ihm vorstellte in that traditional Baptist church in dieser traditionellen Baptistenkirche. to this little boy. Und das an diesem jungen Mann. And this little boy Und dieser Mann is standing before you right now. steht jetzt vor euch. After 30 over years, I won't tell you my age. Mit ungefähr 30 Jahren, ich sage euch nicht, wie alt ich bin, But can I tell you something? aber kann ich euch etwas This morning sagen? I came with a word from God. Ich bin heute Morgen mit einem Wort Gottes I want to tell gekommen you this. und ich möchte euch das sagen. Today chains are coming off.
Heute werden Ketten fallen. Strongholds are going to be broken. Festigungen werden brechen. There's going to be healing in your body. Es wird Heilung geschehen in deinem There's going to be Körper. restoration of joy. Es wird wieder Erneuerung von Freude. Because I believe with all my heart, Denn ich glaube mit meinem ganzen there's a Herzen, stirring that's coming to this church. eine Erweckung kommt in diese Kirche. There's an awakening that's coming to this Eine church. Aufweckung wird in diese Kirche kommen. There's a revival coming to this church. Eine Erweckung kommt hierhin. I don't know about you, but I'm excited. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich riesig drauf. Come on, you are Germans. Komm, ihr seid Get Schweizer. excited. Werdet doch ein bisschen so erweckt. Because the Holy Spirit is going to come upon you. Denn der Heilige Geist wird über euch kommen. The Bible says in Genesis chapter 1, In 1. Mose Kapitel 1 steht, verse 1 and 2. Vers 1 und 2. Do we have it? Yeah, okay, you can read it, but I will read it in English. You translate it in German. Also ich lese es auf Englisch und ihr übersetzt selber auf Deutsch. Da In vorne. the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, and darkness was over the surface of the deep. But listen to this. And the Spirit of God was hovering over the waters. The first book of the Bible, Im ersten Buch der Bibel, the second verse introduces im zweiten Vers wird schon vorgestellt, the third person of the Godhead. wer diese dritte Person ist im Gottesbuch. I want you to understand the Holy Spirit is all God. Ich möchte, dass ihr versteht, der Heilige Geist ist ganz It's not Gott. like the Father is God, Es ist nicht so, der Vater ist Gott, Jesus is God, Jesus ist Gott. and then what do we do with the Holy Spirit? Und was machen wir mit diesem Heiligen Geist? He is not 2.5 God. Er ist nicht 2,5 Gott, It is the Trinity. es ist die Dreieinheit. I like this verse. The Bible tells us the Holy Spirit was hovering over the waters. Und da steht, unser Heiliger Geist schwebte über diese Gewässer. It's like the hummingbird hovering over its nest, So ein Kolibri, der beim Nest so schwebt flustering its wings. und bewegt die Flügel. The word here that's used is panim, Das Wort hier, das gebraucht wird, ist Pnin. which means face or favor, Es heißt Angesicht oder Gnade. countenance or presence. Angesicht oder Gegenwart. Panim can, in regards to time, Wenn wir mit der Zeit is vergleichen, 1 second before and 1 second after. ist es eine Sekunde vor und eine Sekunde He is danach. the beginning. Er ist der Anfang, He is the end. er ist unser Ende, He is Alpha. er ist Alpha He is Omega. und Omega. He is your present help and every time you need him. Er ist dein Gegenwart und hilft dir jederzeit, wenn du es brauchst. Panim also refers to right in front and right behind. Und Panim heißt auch gerade vor dir und hinter dir. That means he's telling us God is always around us. Das heißt, dass Gott immer um uns herum ist. In the manger, Wo er in der Krippe war, God was with us. war Gott mit uns. On Calvary, Beim Kreuzigung God was for us. war Gott für uns. But in the upper room, Aber im oberen Raum, God is in us. dann ist Gott in uns. There is a change that takes place. Es gibt eine Veränderung, die stattfindet. He is Almighty God. Er ist der allmächtige Gott. I want to tell you something. Und ich möchte dir etwas sagen. This morning in this place, Heute Morgen da in diesem Ort, just like at the creation, genauso wie an der Schöpfung, as the Holy Spirit was hovering over the waters, als der Heilige Geist da über dieses Gewässer schwebte, I want to say this. möchte ich dir jetzt The sagen, Holy Spirit is hovering over you right now. der Heilige Geist schwebt über dich He's jetzt hovering gerade. over your chaos. Er schwebt über dein He's hovering Chaos, over your pain. über deine Schmerzen. He's hovering over your sickness. Er schwebt über deine He's Krankheit, hovering over your hopes. über deine He's Hoffnungen, hovering over your dreams. über deine Träume. Come on, he's hovering over your life. Get ready to do something that invites him to come and create something powerful. Er schwebt über dein Leben und macht dich jetzt bereit, dass er kommen kann, damit er etwas Geniales in dir machen kann. Can we come to church Können wir zur Kirche kommen and get excited about church? und so begeistert werden von der Kirche Believe that God is going to move. und glauben, dass Gott sich bewegen wird? Believe something different is going to happen this week. Dass wir glauben, dass etwas anderes in But dieser if you Woche come to passieren church- wird. Wenn du zur Kirche kommst, The same way you came in genauso wie du hineingekommen bist, and you go all the same way, und du verlässt es genauso wie du gekommen there's bist, something wrong with you. dann ist etwas mit dir falsch. There's nothing wrong with God. Da ist nichts bei Gott falsch. There's nothing wrong with the service. Es gibt auch nichts Falsches mit der ganzen Celebration. It's very quiet. Es ist so richtig ruhig. Genesis tells us that he's hovering over us. Da steht, dass er über uns schwebt. In Genesis chapter 2, the Bible tells us Auf 1. Mose Kapitel 2 steht, the Holy Spirit animates the dust of the ground. der Heilige Geist wiederlebt dieser Dreck auf dem Boden. The Bible tells us
Die Bibel sagt uns, God formed us with his own hands. Gott hat uns mit seinen eigenen Händen And he geformt breathed life into us. und hat Leben in uns hineingeblasen. The word ruah means spirit Und dieses Wahr heißt Geist or breath. oder Atem. Let me tell you how powerful that one breath is. Und ich möchte dir sagen, wie viel Kraft diesen einen Atemstoß hat. Each and every day, Jeden Tag you and I exhale 23,000 times. atmen wir 23.000 Mal. The moment you stop exhaling and inhaling, Und in diesem Moment, wo du aufhörst, hinein und hinaus zu atmen, you die. dann stirbst du. Some of you will make it to heaven. Einige werden es in den Himmel schaffen, Some of you, einige. if you're making it to heaven, say amen. Wenn du es in den Himmel schaffst, sag Amen. Some of you didn't. Einige haben es gemacht, andere nicht. The Bible tells, let me tell you, there are 5 liters of blood in your body Die Bibel sagt, dass wir 5 Liter Blut in unserem Körper haben. that runs through 100,000 miles Und das geht durch 100.000 Meilen of veins, arteries, and capillaries. von Venen, Arterien und Kapillaren. There are 67 sextillion chemical reactions that's happening in your body right now. Und es sind Tausende von chemischen Reaktionen, die in deinem Körper passieren. So don't tell me I'm a byproduct of evolution. Also sag mir nicht, dass ich einfach so ein Nebenprodukt von der Evolution bin. I am the best creation of God. Ich bin beste Kreation von Gott. Don't tell me I came from apes. Sag mir nicht, dass ich von Affen abstamme. I came from God. Ich And the stamme breath of von Gott. God is in me. Und Gottes Atem ist in mir. The Bible tells us, let's move on. Die Bibel sagt, Oh yeah, get it right now. If you are a human being, clap for Jesus. wenn du Mensch bist, dann klatsche jetzt für Jesus. In Exodus 31, 2. Mose 31, the Holy Spirit is anointing a man called Bezalel. da wird ein Mann neben Bezalel gesalbt. He's anointing the man for craftsmanship, Und er salbt ihn, damit er etwas machen kann. in creativity and insight and artistic giving. Und in Kreativität und dass er Einsicht hat. Let me tell you, the anointing Diese Salbung is the difference between what you can do, ist dieser Unterschied in dem, was du machen the kannst. best you can do, Das Beste, das du machen and kannst. the best what God can do. Das Beste, was Gott machen kann. That is the difference. Das ist dieser Unterschied. Let me say something. Ich möchte etwas sagen. The Holy Spirit, Der Heilige Geist the anointing, und die Salbung, is not only for preaching. da geht es nicht nur um Predigen. The anointing, Diese Salbung, the Holy Spirit, der Heilige Geist, is for life. ist für unser Leben. God gave you the Holy Spirit Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben, because He wants you to be successful in life. denn er möchte, dass du im Leben Erfolg hast. If it's just for speaking in tongues, Wenn es nur darum geht, in Zungen zu sprechen, if it's just for healing, wenn es nur um Heilung geht, then we're only using Him 1% of our lives. dann gebrauchen wir es nur in 1% von unserem Leben. The Holy Spirit wants 100% of your life. Aber der Heilige Geist möchte 100% He wants to be von deinem involved Leben. 100% of your time. Er möchte 100% von deiner Zeit He einnehmen. is with you. Er ist mit dir. He is for you. Er ist für dich And He's in you. und er ist in dir. There's nothing lacking. Und dir mangelt nichts. And if you read the Bible, let's jump to the New Testament. Und springen wir jetzt im Neuen Testament. The Holy Spirit is healing, delivering, filling, Der Heilige Geist ist am Heilen, am Erfüllen und empowering. gibt Kraft. The Holy Spirit was stirring the church of the living God. Und der Heilige Geist erweckte diese Kirche I vom mean, if you lebendigen read the Gott. Bible, the New Testament alone, Wenn wir nur im Neuen Testament lesen, you realize the Holy Spirit is everywhere. dann realisierst du, dass der Heilige Geist überall But ist. somehow or another, now in the modern church, Aber jetzt in modernen Kirche we have substituted the power of God ersetzen wir Gottes Kraft with programs. mit Programmen. We've got a lot of hype, Wir haben viel Hype, but no Holy Spirit. aber wenig Heiliger Geist. And sadly, we are run by programs. Und leider sind wir von Programmen geführt. I love Swiss watch. Ich liebe diese I Schweizer like Uhren. Swiss timing. Ich liebe die Zeit von den Schweizern. But there's something called the God timing. Aber es gibt etwas und das heißt die göttliche It Zeit. surpasses the Swiss timing. Und das ist noch besser als die Schweizer Zeit. Can we get that one time? You know, most of us Die meisten von uns have tidy theology, haben so geregelte Theologie, but truncated experiences. aber so lahme Like it Erlebnisse. doesn't, what we read here Was wir da lesen, doesn't happen in our life. passiert nicht in unserem Leben. There's a gap between what's happening here. Es gibt so eine Spalte von dem, was And what's da happening passiert, in our life. wie passiert und was in unserem Leben passiert. You know, we like everything to be proper, Wir lieben es, wenn alles so geregelt ist. but God doesn't care about that. Aber Gott ist das egal.
I know our service ends in about, I'm supposed to preach ending in 20 minutes time. Ich weiß, dass ich jetzt noch 20 Minuten habe, um But da sometimes God comes at the 21st minute. aber manchmal kommt Gott dann am 21. Minute. But you and I, we are Swiss. Aber wir sind Schweizer. I like Swiss chocolate, that makes me Swiss. Also ich liebe Schweizer Schoki, also bin ich Schweizer. And I put in a punchline for Ladarak. Und ich setze da ein bisschen eine That's my Werbung favorite für Swiss Lederach, chocolate. mein And I'm Lieblingsschokolade. like, what happens if God comes in 1 minute later? Und ich sage, was passiert, wenn Gott eine Minute später kommt? Are you one of those people in my church? I have them. Bist du so jemand, in meiner Kirche haben wir diese Menschen? When the service is coming to an end, Wenn so die Message so am Ende ist, 12, 14, so 12, 14 my service ends at 12, 15. und um 12.15 Uhr beendet mein Gottesdienst. Don't be that guy. Sei nicht so. Maybe he's going to be 1 minute. He's on time, but he's never late, but it's late for you. Vielleicht, er ist immer pünktlich, aber es ist vielleicht nicht pünktlich für dich. In the upper room, Dort im oberen Raum they were counting up. sind sie so am Zählen gewesen. Day 1, Tag 1, day 2, Tag 2, day 3, Tag 3, day 4, Tag 4, day 5, Tag 5, 8, 9, 10. 9, 10. Listen, while you are counting up to Pentecost, Während du zu Pfingsten zählst, God is counting down to your miracle. zählt Gott rückwärts zu deiner Because for we are counting up, He's counting down for them. He has controlled everything. Weil wenn wir nach oben zählen, zählt er nach unten und er kontrolliert alles bis zu unserem Wunder. After my encounter with God, Nachdem ich Gott begegnet bin, I was 12 years old, 10, 11, 12 years old. ich war so 12-jährig, I went up to my leader bin ich zu meinem Leiter gegangen and I told my leader, und ich sagte meinem Leiter, this thing happened. das und das ist passiert. I cried. Und ich habe geweint. You know what my leader said? Weißt du, was mein Leiter gesagt hat? Sometimes we get emotional. Manchmal werden wir emotional. I walked out of church. Und ich bin aus der Kirche raus. Who in the world gets emotional about theology? Wer in der Welt wird emotional, wenn es um Theologie geht? Hymns. Von Hymnen. It's not one of those songs when you sing emotional. Es ist nicht so ein Lied, das man so emotional singt. I love you. This is holy, holy, holy. There's no emo in it. Da gibt es einfach keine Emotion in diesen Liedern. I thank God, God was looking for me. Und ich danke Gott, dass er mich gesucht hat. I was 16 years old. Als ich 16 Jahre alt war, I was in my room. ich war in meinem Zimmer. I just learned how to play the guitar. Ich hatte gerade gelernt, wie ich Gitarre And I was spiele. playing guitar. Und ich spielte meine Gitarre. And I realized, Und ich habe gemerkt, and I wasn't worshiping God. also ich habe nicht Gott geworshipped. I wasn't learning the guitar to play for God. Und ich habe nicht die Gitarre gelernt, damit ich für Gott spielen I didn't konnte. sing for God. Und ich sang auch nicht für Gott. I did all that Ich machte all dies, because I realized at a very young age denn ich habe sehr früh gelernt, that girls in my church dass die Mädchen in meiner Kirche like certain kind of musician. so eine Art Musiker gern haben. If you can play the guitar, Wenn du Gitarre spielen kannst, you're hot. dann bist du einfach hot. If you can sing, Wenn du singen kannst, you are hot. dann bist du auch hot. If you can sing and play the guitar, Und wenn du singen kannst und Gitarre spielen kannst, you're sexy. dann bist du richtig sexy. And I realized at a very young age, Und ich habe ganz jung gelernt, girls like singers, dass die Frauen gerne Sänger haben, guitarists, Gitarrenspieler. the drummer. Der- The rest are props on stage. Und die anderen stehen einfach nur da auf der Bühne. So I was learning the guitar and I was playing. Also lernte ich die Gitarre und And I was singing, as the deer pants for the water. Und ich spielte dieses Lied wie ein Reh nach Wasser schläucht. And I was singing. Und ich war am Singen. Mind you, I wasn't singing for God. Und ich war eigentlich nicht für Gott am Singen. I was practicing for the girl. Aber ich war jetzt da im Üben für dieses Mädchen. And as I was singing, Und als ich da am Singen war, suddenly the presence of God came in. ist Gottes Gegenwart plötzlich hineingekommen. It filled my room like a cloud. Und es hat mein Zimmer wie eine Wolke gefüllt. Holy Spirit was in my room. Und der Heilige Geist war bei mir I im Zimmer. started to cry. Und ich fing an zu weinen. Okay, let me say this. Und ich möchte euch jetzt I don't sagen. know why every time I've encountered with God, I cry. Ich weiß nicht, warum ich bei jeder Begegnung mit Gott weine. But my theory is this. Meine Theorie ist, Because I'm a funny guy, denn ich bin ein lustiger Mann. God makes me cry. Und darum muss ich weinen. And I'm crying and I don't know what's happening. Und ich weine da und ich weiß nicht, was I passiert. put my guitar on my bed, Ich lege meine Gitarre auf meine Bett, got down on my knees, ging auf meine Knie and began to confess all my sins. und fing an, alle meine Sünden zu Because bekennen. I was so scared.
Denn ich hatte so Angst, because God has shown up. denn Gott ist dahin gekommen. I thought my time on earth is over. Und ich dachte, meine Zeit auf der Erde sei fertig. And what felt like minutes Und was sich so wie Minuten anfühlte, was more like hours. waren mehr so Stunden. And that day after the encounter, Und nachdem ich diese Begegnung hatte, I was like, I know I'm not emotional. sagte ich weiß, ich bin nicht emotionell. I knew God was saying something to me. Und ich wusste, dass Gott mir etwas sagen wollte. I want to say this. Und ich möchte dir das sagen. This is the third encounter with the Holy Spirit. Das war meine dritte Begegnung mit dem Heiligen Geist. And I realized God was calling me to something. Und ich habe gemerkt, dass Gott mir eine Berufung gab. So I tried to live a holy life. Also versuchte ich ein heiliges Leben zu leben. But if you try to live the Christian life on your own strength, Aber wenn du versuchst, das christliche Leben mit deiner eigenen Kraft you zu will fail leben, as a Christian. dann wirst du es nicht gelingen. If you live your Christian life Wenn du dein christliches Leben under the power of the Holy Spirit, unter der Kraft des Heiligen Geistes you'll be lebst, successful in your journey. dann wirst du auf dieser Reise Erfolg But I haben. tried to live my Christian life on my own sense, my own way. Aber ich versuchte, mein christliches Leben auf meinem eigenen Weg zu leben. But after a while, Aber nach einer Weile, if you live your Christian life by your own strength, wenn du mit deiner eigenen Kraft dein By your own christliches Leben understanding. lebst, mit deinem eigenen Wissen, you tend to give up. dann gibst du irgendwann auf. But if you're connected to the Holy Spirit, Aber wenn du in Verbindung bist mit dem Heiligen Geist, you tend to dann passiert es meistens, be successful at it. dass du Erfolg hast in dem. Not long after that, I began to dry up. Und kurz danach wurde ich so richtig trocken. And slowly I moved away from God. Und ich bin so langsam weg von Gott gekommen. And my girlfriend at that point in time Und meine Freundin damals passed away. ist gestorben. And I told God, God, Und ich sagte, Gott, heal her. heile sie. And I will serve the rest of my life. Und ich werde mein ganzes Leben dir geben. I will serve you. Ich werde dir einfach dienen. But when my girlfriend passed away, Aber als sie starb, I decided in my heart, habe ich in meinem Herzen because I was so entschieden, angry at God, weil ich so wütend war Gott I'm gegenüber, going to break every commandment werde ich jeden von diesen in the Bible Gesetzen in der Bibel einfach brechen. just to make you upset. Einfach damit ich dich verärgere. And I did it. Und das habe ich getan. And I moved far away from God. Und ich bin ganz weg von Gott gekommen. And then one day, Und an einem Tag I was at the lowest point of my life. war wirklich an einem tiefen Punkt. This is how low it was. Und es war so tief. And I was in my room. Und ich war in meinem Zimmer My girlfriend was sleeping beside me. und meine Freundin schlief neben mir. I turned and I was so depressed. Und ich drehte mich um und ich war so in einer Depression. I was so lonely, Ich war so einsam. but I was so angry. Aber ich hatte auch so viel Wut. Instead praying to God, Und anstatt dass ich zu Gott gebeten habe, I made a prayer. habe ich ein Gebet gemacht. I said, the devil, Und ich sagte, Teufel, if you are real, wenn du wahr bist, show yourself. zeig dich mir. I thank God he didn't turn up Und ich bin so froh, ist er nicht because he gekommen. never answers prayers. Denn er antwortet nie Gebete. Only God answers prayers. Nur Gott antwortet Gebete. And I realized I couldn't continue anymore. Und ich habe realisiert, ich kann nicht so weitermachen. So I came back home Also bin ich wieder nach Hause gekommen and I stayed at home. und ich blieb zu Hause. Now I want you to know my parents are pastors. Und meine Eltern, sie sind Pfarrer. And I was in my home. Und ich war bei ihnen zu Hause. And my dad said, we're going to go for a Tamil church camp. Und mein Vater sagte, wir gehen jetzt zu einem tamilischen Camp zusammen, So Lager. Indian church camp. So ein indischer Now, Lager. I'm not very Christian, Und ich bin nicht so christlich, but I'm also not very Indian. aber ich bin auch nicht so indisch. So going there was not fun. Also dorthin gehen, das war wirklich etwas nicht. But I had to Aber ich musste, because there's no food at home. denn zu Hause gab es kein Essen. So I went to the camp. Also bin ich da in diesem Lager mitgegangen I was in the camp. und ich war dort One of the pastors was preaching. und einer von den Predigern I was hat sitting gepredigt behind a pillar und ich saß so hinter einer Säule and I was not listening. und ich hörte nicht zu. And then they say, all stand up. Und dann sagten sie, alle So stehen I auf. stood up Also and they started worshiping. und ich fing an zu worshipen. I wasn't worshiping Ich war nicht am Preisen, because I didn't know the words. denn ich kannte die Worte nicht. But also I'm not very Indian. Aber ich bin ja auch nicht so indisch. And all of a sudden, Und plötzlich I felt the presence of God. fühlte ich Gottes Gegenwart. The same presence when I felt when I was 15 years old. Diese gleiche Gegenwart, das ich kannte, began als ich to 15 cry. war. Und ich fing an zu weinen. And then I knew it was God. Und ich wusste, es ist Gott. And then I prayed this prayer to God. Und dann habe ich dieses Gebet gebeten. God, if it's really you, Gott, wenn es wirklich du bist, ask my father bitte meinem Vater, to call me out dass er mich herausruft.
And I was standing behind this pillar. Und ich stand so hinter dieser Säule. Tears were flowing down my eyes. Und die Tränen I liefen nur so couldn't see runter. properly. Ich konnte nicht so richtig And sehen. I moved my head beyond the pillar. Und ich bewegte meinen Kopf so hinter dieser And I looked Säule. at my father. Und ich sehe meinen Vater And an. my father said, Und mein Vater sagte, it's something like my father and God, me, God, and my father as a holy triangle. es ist so wie ein heiliger Dreieck, so mein Vater, ich und Gott. And I went out, I was hit by the presence of God. Und ich war wirklich von diesem Geist Gottes einfach berührt. And then as soon as the service ended, Und sobald dieser Gottesdienst fertig war, I began to question. habe ich das Ganze wieder hinterfragt. Maybe because it's in a hill, Vielleicht, weil wir da auf einem Hügel sind, it's cold, es ist kalt that's why I cried. und darum habe ich geweint. But then I did something stupid. Aber dann habe ich etwas Dummes I gemacht. said my second stupid prayer. Ich habe mein zweites dummes Gebet God, if gesagt. it's really you, Gott, wenn es wirklich du bist, tomorrow you do it again. dann machst du das gleiche morgen. So tomorrow morning, Also am nächsten Morgen, it was a Sunday morning, es war Sonntagmorgen, I was standing behind the same pillar. ich stand wieder hinter dieser gleichen Service Säule started. und der Gottesdienst fing an The pastor preached. und der Pfarrer predigte. He gave an altar call, Er hat alle nach vorne gerufen and we started worshiping. und wir fingen an zu worshipen. I didn't know the words, Und ich kannte die Worte nicht, but all of a sudden I start crying again. aber plötzlich fing ich wieder an zu weinen. I prayed my third stupid prayer. Und ich habe dann mein drittes Gebet Say, gespielt. God, Und ich sagte, Gott, if it's really you, wenn es wirklich du bist, ask my father to call me out. bitte meinen Vater, dass er mich herausruft. With tears in my eyes, Mit Tränen in meinen Augen. I came out. Und da bin ich hinausgekommen. From that day Und von diesem Tag an to this day, bis heute I've been experiencing the presence of God. habe ich Gottes Gegenwart erlebt. I want to say this. Come on, give Jesus praise one more time. Ich will Jesus einfach ein Lob. Listen, I want to say this right now. Und ich möchte das jetzt. The Holy Spirit, Der Heilige Geist and it's a prophetic word, ist ein prophetisches Wort. it's about to stir in this church. Es geht um eine Erweckung in dieser I Kirche. don't know whether you know it or not. Ich weiß nicht, ob du es weißt oder nicht. Whenever there's a shaking in the world, Wenn immer etwas in der Welt bewegt, there's a stirring in the church. da gibt es eine Erweckung in der Kirche. In the last 4 years, In den letzten 4 Jahren the world is going through a major shaking. ist die Welt wirklich durch alles und durchgehend. Just look around you. Schau einfach um dich herum. But I want to say this. Aber ich möchte das sagen. While there's a major shaking, Obwohl die Welt in Bewegung ist, there's going to be a stirring in the church. wird es eine Erweckung in der When there's Kirche so geben. many uncertainty outside there in the world, Wenn es so viele Unsicherheiten draußen in der Welt hat, there's going to be a confidence in the church. dann wird es eine Sicherheit in der Kirche haben. God is about to shake Gott wird Erweckung bringen. false securities, Alle diese falschen Sicherheiten, false identities, die Identitäten, false assumptions, diese Sachen, die wir einfach angenommen false haben, narratives. diese falsche Geschichte, He's die shaking wir false gehabt haben. idols. Er ist alle falsche He's Idole, shaking false ideology falsche Glauben am Weg. because he's about to do a stirring in the church of Jesus Christ right now. Denn er wird eine Erweckung da in der Kirche von Jesus Christus In the machen. midst of COVID-19, In der Mitte von when Covid-19, everybody was scaling back, als alle sich zurücknahmen, the Holy Spirit hat der Heilige Geist pushed us uns gestoßen into our new building. in unsere neuen We Gebäude. moved into the building right into the midst of COVID. Wir zogen ein, gerade in der Mitte von A Covid. 1,600-seater hall. Eine Halle, wo 1600 Menschen sitzen konnten. Some parts copied after ICF, Und ein paar Sachen waren nach ICF, but most part Ja. copied after the Holy aber Spirit. die meisten Sachen waren vom Heiligen Geist. Because we knew there's a stirring that's happening in the church. Denn wir wussten, da kommt eine Erweckung in der Kirche. We don't take our cues from the world. Wir nehmen nicht unsere We take our Regeln cues der from the Kirche, Lord God Almighty. sondern von Jesus Christus. There's a stirring that's about to happen in the church. Eine Erweckung passiert in der Kirche. What does stirring mean? Was bedeutet eine Erweckung? Stirring means this. Das bedeutet, You live according to the standards of God, not the standards of the world. du lebst nach den Standards von Gott und nicht von der Welt. Stirring means you give God the veto power, not you. Du gibst Gott den Vetokraft und nicht dir selber, wenn du erweckt Stirring bist. is operating under the power of the Holy Spirit. Das heißt, dass du unter der Kraft der Heiligen Geist lebst. Stirring is obeying the prompting of the Holy Spirit. Das heißt, dass du das annimmst, was der Heilige Geist When dir you sagt. have that in the church, Wenn du das in der Kirche hast, if you and I start doing that every single day, wenn wir das jeden Tag anfangen zu I machen, promise you there's going to be a stirring not only in this church, dann verspreche ich dir, es wird nicht nur in dieser Kirche eine Erweckung geben, but in the city.
aber in der Stadt. Very quickly, Ganz kurz. in Haggai chapter 1, In Haggai Kapitel 1 God confronts the people geht Gott vor den Menschen, because they were making excuses and not building the building. denn sie haben Ausreden, warum sie diese And Gebäude God nicht comes bauen. along in verse Gott chapter 1 kommt in Kapitel 1 und and sagt, says this, the Lord, the messenger, Gott, der Botschafter, gave this message of the Lord hat diese Nachricht gegeben to the people. an den Menschen. He says, I am with you, declares the Lord. Sagt, ich bin mit dir, sagt This is for somebody in this room. I am with you, says God. für jemand da drin. Ich bin bei dir. I sagt am Gott. with you, says God. Ich bin bei dir, sagt Gott. And if you read the rest of the verses, it comes down to this. Und wenn du alle anderen Verse liest, dann endet es mit dem. And the Lord stirred up Und der Gott erweckte the sie. spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, Der Kraft von Zerubbabel the spirit of Joshua, the son of Zohadak, und Joshua, den Sohn von Sahar, and the remnant of the people. und die anderen Menschen. I want to tell you, Ich möchte dir sagen, stirring is contagious. eine Erweckung ist etwas, das If your pastors are stirred, wenn eure Pastoren erweckt catch sind, it, dann fang es. because your life is about to change. Denn dein Leben wird verändert. There's going to be a shift in the church of God. Es wird eine Veränderung geben in der Kirche von Gott. ICF is going to be known throughout Zurich, ICF wird bekannt sein in Zürich. not because it's a church, Nicht, weil es eine Kirche ist, but it's the church of the living God. aber es ist der Kirche vom And lebendigen God is Gott. present in this building. Und Gott ist If gegenwärtig you in walk diesem past this Gebäude. place, Wenn du da God is going to vorbeilaufst, touch you. dann wird Gott dich berühren. Wouldn't it be fun if you come to church this week, Wäre es nicht cool, wenn du diese Woche zur Kirche you bring kommst, a non-Christian friend, du bringst einen neuen Nichtgläubigen mit and they come into church und sie kommen in die Kirche before the pastor preaches. und bevor der Pfarrer überhaupt predigt, They turn to you and says, I want to believe in Jesus. drehen sie zu dir und sagen, ich möchte an Jesus Wouldn't it glauben. be fun Wäre es nicht genial, before you come into this church, dass bevor du überhaupt in diese Kirche hineinkommst, there's healing happening. Heilung passiert. People are leaving their wheelchair outside. Die Leute lassen ihren Rollstuhl draußen. Wouldn't that be the church Wäre das nicht die Kirche, that wins Zurich to the Lord? die Zürich zu Gott führen würde? We can talk about the Bible a lot, Wir können viel über die Bibel lesen, but you cannot deny an experience. aber du kannst wenn du etwas erlebt hast, You du nicht cannot deny an encounter. Du kannst nicht widersprechen, wenn du You cannot Begegnung deny a hattest. healing. Du kannst nicht widersprechen, wenn du Heilung erlebt You hast. cannot write it off. Du kannst nicht einfach You wegschreiben. cannot rationalize it Du kannst nicht rationalisieren, because God is here. denn Gott ist hier. I went to church. Ich ging zur Kirche, I went in a wheelchair. ich ging in meinen Rollstuhl And then I realized I want to walk. und dann habe ich gemerkt, ich möchte laufen. I got up and walked. Also stand ich auf und What happened? was ist passiert? I don't know. Ich weiß nicht, But I want to go back there again. aber ich möchte wieder dorthin gehen. Can we be that kind of church? Können wir diese Kirche sein? There's so many churches that are all up here. Es gibt so viele Kirchen, die einfach da oben sind Too many churches, they're all here. und es gibt so viele Kirchen, die da drin sind. We want knowledge. Wir möchten Wissen haben. Some churches want emotional. Einige Kirchen möchten The Emotionen older you haben. get, Je älter du wirst, the more knowledge you want. desto mehr Wissen That's möchtest why du the haben. youth service is always longer. Und darum sind die Jugendgottesdienste immer länger. They're more emotional. Sie haben mehr Emotionen. But can we have a generation, Aber können wir eine Generation a sein, church eine Kirche sein, that is filled with the Holy Spirit, das voll mit dem Heiligen Geist ist, that wants more of God? dass wir mehr von Gott I'm going to end very soon. Ich werde bald Third, erweckt. excite the courage. Den Mut erregen, Animate the zeal. den Eifer anregen, Awaken the sleep. aus dem Schlaf erwachen, Arise to action. sich zum Handeln erheben. No matter what you say, how you say it. Egal wie du sagst, Stirred means erweckt heißt, you get up. du stehst auf, You worship God with all your heart. du betest Gott an mit If deinem the ganzen song is Herzen. fast, Wenn ein Lied schnell you ist, jump. dann fängst du an zu You springen. clap. Du klatschst. Pastor, I'm too old. Pfarrer, ich bin doch zu alt. Every time I jump, Jedes Mal, wenn ich my knee springe, aches. dann schmerzen meine Knie. You don't have to jump high. Du musst nicht hoch I springen. teach my church. Ich lehre meine If Kirche. you're old, Wenn du alt bist, you bounce. dann machst du einfach ein bisschen so, du springst ein bisschen. It's cool. Und das ist auch cool. But I want to invite you today. I want to pray for you. Aber ich möchte für euch jetzt beten. Can you stand up with me right now? Könnt ihr bitte mit mir aufstehen? Why don't you make this decision that today you're going to give your life to the Holy Spirit? Und warum entscheidest du dich nicht heute dein Leben? The mit dem issue is Heiligen not about Geist? filling of the Holy Spirit. Es geht nicht um eine Erfüllung des Heiligen Geistes.
He wants to fill you. Er möchte dich erfüllen. It's about a hunger for God. Es geht um einen Hunger für Gott. If we have hunger, Wenn wir hungrig sind, He will fill you. dann wird er dich erfüllen. See, the Holy Spirit cannot fill you Der Heilige Geist kann dich nicht erfüllen, if you're full of yourself. wenn du voll von dir selbst bist. Be hungry for God. Du musst hungrig sein für Gott. Father, I pray right now Vater, ich bete jetzt gerade, that you come, dass du kommst, you bless, dass du segnest, you heal, dass du heilst, you awaken, du erweckst, you excite, du regst an you animate und du animierst. us today. Uns heute. As we worship you, Werden wir dich jetzt anbeten. we pray Wir beten, that you come dass du kommst and overwhelm us. und uns überwältigst. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' In name. Jesu Namen Come on, let's worship right now. beten wir jetzt an. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. Gott bless you und ciao zusammen.